Schnecken sind unheimlich einfühlsam, das würde man einer überhaupt nicht zutrauen. Und wenn man die am Bauch krault, kriegen die so einen total lustigen Gesichtsausdruck von Entspannung. Also das ist so ein Gesicht. Wir haben einige Gastronomen, die wirklich in Kombination mit vom Grill mit Knoblauch, ist das kulinarisch wirklich feine Sache. Und es macht tatsächlich eigentlich nicht viel Unterschied, ob man jetzt Wasserschnecke aus Frankreich oder Miesmuschel aus Italien oder Weinbergschnecke aus Deutschland isst. ...20 Kilometer vor den Toren Passaus erfüllt sich eine junge Frau ihren Kindheitstraum. Und das auf eine ziemlich unkonventionelle Art und Weise. Tatsächlich habe ich mit 3 schon gesagt, wenn ich groß bin, bin ich Bauer. Mein Werdegang war tatsächlich dann ein ziemlich anderer. Aber jeder spricht immer davon, es muss sich was ändern, es muss sich was ändern. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will aktiver Teil der Veränderung sein. Und dann sagt man halt mit 30, danke, einmal alles neu, ich bin jetzt Bauer. Martin? Ja? Dass wir oben noch mal ein bisschen nachpflanzen, wo die Lücken sind. Wo die was? Im obersten Gewächshaus, wo die Lücken drinnen sind. Ja, klar. Auf dem kleinen Hof wachsen etwa 70 verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Theresa baut an, was ihre Kunden sich wünschen und was man sonst nicht so leicht bekommt. Also Zuckerschoten sind tatsächlich so eine von den absoluten Lieblingsgemüsegeschichten von Erwachsenen wie Kindern. Kurioserweise gibt es die aber bei uns, also so inländische Zuckerschoten, überhaupt nicht. Die kommen meistens aus Kenia, ne? Ja. Und das ist halt was, wo ich mir denke, nichts Einfacheres wie das. Ja, kann man aber auch nicht maschinell ernten. Das ist halt bei uns teuer im Anbau. Auf dem Hof wachsen sogar Pfirsiche, die man sonst nur aus dem Süden kennt. Theresa passt sich dem Wandel der Natur an, setzt aber am liebsten auf Sorten, die es schon vor 100 Jahren gab. Blumenkohl gibt es in die verschiedensten Formen, Farben und Variationen. Auch mit verschiedenen Salaten, wo man sagt, man hat wieder Bitterstoffe. Also ich weiß als Kind noch, es gab so viele Salate, wo es da alles zusammengezogen hat. Das gibt es heute eigentlich ganz wenig mehr. Mit ihrer Zucht von 10.000 Weinbergschnecken setzt Theresa Weiß auf ihrem Permakulturhof auf neue Ideen. Und verkauft die Schnecken an Gastronome in der Umgebung. Schnecke ist tatsächlich Lebensmittel, das bei uns unheimlich lange Kultur hat, aber in den letzten 100 Jahren einfach ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Und nachdem unser Proteinbedarf relativ hoch geworden ist, sind Insekten und Weichtiere eigentlich ein ganz interessantes Thema. Und gerade in Kombination mit Gemüsebau bietet es sich tatsächlich einfach an, Schnecken zu halten. Theresa geht ihren eigenen Weg und passt ihren Anbau an die Bedingungen ihrer Flächen an. Dabei sucht sie immer den Sinn in ihrer Arbeit. Also diese Befriedigung mit der Hand in der Erde zu arbeiten, ist einfach eine unglaublich schöne Erfahrung. Natürlich ist es anstrengend, natürlich gibt es immer wieder Tage, wo das wie in jedem anderen Job auch einfach unglaublich anstrengend ist. Jeder, der auch nur einen kleinen Garten hat oder eine Tomatenpflanze am Balkon, weiß, wie sehr das einfach bereichert, wenn man seine eigenen Früchte ernten kann. Also das ist ein Gefühl, das, glaube ich, einfach nicht vergleichbar ist. Ihre Früchte erntet Theresa nicht nur selbst, sondern vermarktet sie auch eigenständig. An die 20 Biokisten liefert sie jede Woche aus. Noch reicht das nicht, um davon zu leben. Aber Theresa gibt nicht auf. Der schlimmste Satz für mich ist, das geht nicht. Weil das gibt's nicht. Ein das geht nicht ist eher ein ich mag nicht oder ich habe keine Lust dazu. Die Möglichkeiten sind einfach unendlich groß. Man muss einfach nur ausschöpfen und einfach auch den Mut haben zum sagen, okay, wir versuchen es weiter. Anfang ist schwer. Hi? Na? Habe ich dich erwischt? Ich tue noch schnell die Reste zusammen, kratzen, Sehr gut. dass du gute Erde kriegst. Nehme ich gleich mit. Gut, schön. Nehme ich gleich mit.
Schau, tauschen wir. Grün gegen Schwarz. Der Kaffeesatz soll als Dünger dienen. Kundin Beate ist ein großer Fan von Theresas Gemüse. Ich tue einen Salat waschen und unterm Waschen ihn. Ohne Schmarrn, ohne Marinade, weil der so knackig und so gut ist. Das ist ganz was anderes, ganz eine andere Nummer. Und es ist Jungunternehmer, muss man unterstützen. Gerade wenn sie in der Nähe, in der Umgebung sind, da muss man zusammenhalten, fertig und so geht's. Als Theresa 2022 zusammen mit ihren beiden Kindern und deren Vater den Hof übernahm, lag der seit 11 Jahren brach. Welche findest du jetzt am besten? Die oder die gelben oder die dunklen? Ich mag alle, außer die mag ich so nicht. Ihre Töchter Finn und Kaya sind 10 und 8 Jahre alt. Mit 23 ist Theresa früh Mutter geworden. Christopher, der Vater der beiden Mädchen, unterstützt Theresa. Wie jetzt bei der Planung eines Ladens und einer Produktionsstätte. Aber wo hättest du die Toiletten jetzt mit angebaut? Auf der Seite eigentlich. Auf der Westseite? Auf der langen Seite, hier. Ja, tatsächlich ist es schon so. Also wenn sie was macht, dann macht sie es mit Herzblut und zieht es einfach dann wirklich auch durch. Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil sie dann auch immer wieder mal zurückrudern muss und muss sagen muss, die Ideen sind schneller wie die Durchführung des Ganzen. Aber das, glaube ich, braucht man, um sowas durchzusetzen und so ein Projekt zu machen, brauchst du diese Leidenschaft für das Projekt, weil sonst funktioniert es nicht. Bis 2011 war der Hof ein Milchviehbetrieb. Mit der Aufgabe der Tierhaltung verfiel auch der Stall nach und nach. 2022 haben Theresa und Christopher ihn innerhalb von 10 Monaten zu einem Wohnhaus umgebaut. Sie waren überzeugt, das geht. Also wir haben beides Endergebnis sehen können. Tatsächlich war es eher so, dass alle anderen rundherum so die waren, die gesagt haben, ihr seid völlig irre. Und das, wie gesagt, das war ein Hof, bei dem ewig lang nichts gemacht worden ist. Und es war halt einfach ein Stall. Und die meisten waren so, okay, ihr spinnt komplett. Und wir waren so, okay, let's go. Also wir konnten es sehen. Wie in Theresas Landwirtschaft hieß es auch hier, nicht alles zerdenken, sondern einfach mal machen. Aus 350 Quadratmeter Kuhstall wurde so ein Zuhause. Wir mussten beide einfach auch wahnsinnig viele Dinge lernen. Und im Endeffekt, wenn du sagst, wenn du nicht die Möglichkeit hast, für jedes Ding immer den perfekten Handwerker, musst du einfach viel selber machen. Auf dem Permakulturhof Weiß ist das nächste große Projekt in Planung. Theresa möchte das alte Bauernhaus umbauen. Ich habe dieses Thema erst vor kurzem gehabt mit Fensterbretter einputzen, wo du sagst, du stehst da und denkst, ja, keine Ahnung, aber Gott sei Dank gibt es YouTube. Es ist halt einfach eine Übungssache und am Anfang ist es nicht ganz einfach, aber man entwickelt so seine Skills in alle möglichen Bereiche. Aber das ist generell so ein Landwirtschaftsthema. Ich denke mal, egal wo, egal bei was, es ist so ein bisschen was von allem, aber das ist ja bei jedem Hof so. Man sagt, das ist ja nicht nur bei uns.